Das Abenteuer geht weiter hier bei Pokémon Weiß 2, der nächsten Generation. Hallo Leute, willkommen zurück. Ja, seht schon, ich bin hier immer noch bei... Wer ist überhaupt? Bin ich einem Rocker? Hallo? Ich bin der verliebte Mann, Freunde nämlich Charles. Was, verliebte Mann? Charles? WTF? Ich stecke gerade mitten in einem Dreierkampf. 1, 2, 3. Ach du Scheiße. Ist das wahr? Der hat eine Freundin? Ich fliege gegen den verliebten Mann, der hat doch eine Freundin. Oh, du tust mir leid, Alter. Bei Pokémon-Kämpfen gibt es neben Siegen zwar auch Niederlagen, aber das Wichtigste ist, Alter, das ist dein Freund, dass man Spaß dabei hat. Mein Freund in Pokémon-Kämpfen immer viel zu ernst. Ach so, ein Pokémon-Kampf, ich dachte schon, naja, egal. Er hat eine Freundin, ja, cool. Man kämpft mit 3 Pokémon gleichzeitig, wie aufregend. Jetzt, wo warst du überhaupt? Das müsste doch eigentlich hier gesagt werden, nicht wahr? Was Kämpfe? Hallo, Spiel. Einer von denen müssen wir jetzt eigentlich das sagen. Was es genau ist, dazu kommen wir jetzt gleich mal. Ah, genau, der sagt's ja. Wenn man 4 Arena-Orden hätte, können wir vielleicht gegen ihn gewinnen. Sprich, wir kommen hier erst durch und können erst gegen ihn in einem Dreierkampf catchen, wenn wir 4 Orden haben. Sprich, gegen Camilla fighten. Aber ganz ehrlich, Leute, das wird... Nein, was mache ich hier? Was mache ich hier? Falsche Taste, falsche Taste. So, und da kann ich einschalten. So. Oh, muss... ja... Egal. Hier, unser Team, Freunde, unser Team, das ist viel zu schwach. Na gut, Ganonville levelt sowieso schnell, weil es Ends-Pokémon ist. Sprich, so wegen Tauschen so, bekommt es eh mehr Erfahrungspunkte, daher gar kein Problem. Hoffe zumindest mal, gut, Sandgrab schaufelt nicht so die super Attacken, aber dürfte reichen für Camilla. Hier Vulcano, sprich unser Pyron. Da ist ohnehin noch die Frage, soll ich den noch großartig trainieren, weil, ja, ich habe mich da mal ein bisschen umgehört, vor allem umgesehen noch und, ja, sprich die Alternative da als Feuer-Pokémon, sprich halt die Alternative zu Arcani wäre dann in diesem Spiel hier Skilabra, glaube ich, genau. Das Feuer-Geist-Pokémon, das wesentlich schneller Erfahrungspunkte levelt, bessere Attacken lernt und halt Feuer-Geist-Typ ist. Aber ob wir dann das trainieren werden und dadurch Pyron ersetzen, das dürft ihr dann entscheiden, sobald dann soweit ist. Das heißt, ja, Pyron bleibt so lange dabei. Beetle haben wir noch, den Beetle, nein! Verdammt. Ja, wahrscheinlich fehlt zwar auch noch, sprich unser Hawkeye, aber der kommt sowieso nicht in Frage bei diesem Kampf, bei diesem Arena-Kampf. Beetle schon. Camilla jetzt, glaube ich, 3 Pokémon, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Das heißt 3 von meinen, 3 von ihren, sprich Ganonville, Beetle und, wenn nehme ich als dritten, Elektro. Ja, vielleicht Evoli. Müsste bis dahin bereits ein Psyana sein. Und ich sage auch, Psyana ist wahnsinnig stark. Hey, die Spezialangriffswerte von Psyana, das ist ja der helle Wahnsinn. Egal, ihr seht schon, es hat sanft Glocke, das ist sehr gut. Vielleicht noch 1, 2 leveln und dann hätten wir schon bald ein Psyana. Heißt für uns jetzt trainieren. Vor allem da auch Auron noch ein bisschen. Gut, Auron, Lucario ist halt ein bisschen mühsam, weil es ja kein Aurasphäre drauf hat und die richtig guten Attacken erst später lernt. Das ist ein bisschen blöd. Naja, ich habe ohnehin vor, Seetangbeeren. Freunde, die brauchen wir vor allem später mal, das zeige ich euch dann am Ende des Let's Plays, wird es vermutlich ungefähr sein, wenn es dann zum EV-Training kommt, weil Seetangbeeren, ich kann mal so ein Spoilern, die sind gut dafür, um zum Beispiel den Angriffswert unserer Pokémon, die wir bereits durch EVs irrtümlicherweise erhöht haben, wieder zu reduzieren, doch dazu dann mehr, sobald es soweit ist. Ja, Training. Vor allem diese Pokémon hier sind sehr gut. Ein Ohrdoch. Leute, ich gebe euch einen guten Rat. Kämpft immer gegen Ohrdochs. Die geben so wahnsinnig viele XPs. Ich weiß jetzt vor allem wegen EVs, sprich da wegen dem speziellen Training und so, ist nicht sehr zu empfehlen, aber ihr könnt mit diesen Beeren da, wie zum Beispiel mit der Seetangbeere, könnt ihr das Ganze wieder verlernen lassen und dann das EV-Training von neuem beginnen. Das ist das Geniale daran. Und Schoflo! Müssen eine gute Abwehr haben, oder? Ja, hab's befürchtet. Ja, ein Power 9! Was ist eigentlich für ein Typ? Normal müsste eigentlich... Was? Eingepennt doch Geheimpower? Der ist mir neu. Ne, das ist mir jetzt echt neu. So, dann gibt's denn das? Okay, ich muss wieder mal in die Pokémon-Grundschule. Vielleicht bei Sui. Ja. Wie gesagt, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, aber ist egal. Der wacht schon auf. Keine Wirkung, wieso? Achso, das meint männlich. Alter, Ganonville ist nicht schwul. Aber irgendwie, wenn man so richtig darüber nachdenkt, so politisch Correctness und so, ist es ja irgendwie ein bisschen sexistisch, oder? Ich meine, Ohrdoch ist männlich, Ganonville auch. Und deswegen funktioniert Anziehung nicht. Also ich meine, ich habe nichts dagegen, im Gegenteil. Aber, ja.
Wie gesagt, politisch Correctness und so müsste es theoretisch auch funktionieren, nicht wahr? Ja. Egal, ist nicht unser Problem, darüber müssen sich die Entwickler kümmern und Ganonville setzt wieder mal Schauflein. Das ist ganz seine stärkste Attacke. C'est la vie. Und tschüss. Oder hat er besiegt? Wir können es auch noch fangen, aber das dann später. Oh, der Hochmove von Ganonville, der ist so geil, hey. Vor allem dann bei den Top 4 Kämpfen. Da wird Ganonville als Alligator, nicht Alligator, als der Rabigator wird der da alles rocken, hey. Alter Schwede. So, jetzt hat hier oben noch ein paar Trainer und ein paar Pokémon, die wollte ich eigentlich gerade nicht haben. Hui, Picocilla, Picocilla. Ja, Sie, Signore. Madame, Signorita, Entschuldigung. So, was mache ich bei dir? Mal gucken, was gibst du für XPs? Zugabe, Zugabe. Ist der bekloppt? Du willst eine Zugabe? Kannst du haben. Ganonville! Voll in die Schnauze. Scheiße. Hochmut, kommt vor dem Fall. Jetzt noch Nazi, das ist Hilfe. Aber kriegen wir noch einen Nein, nicht, nein. Gut, na, doch das auch. Moment mal. Ach, hier die Tastatur zu bedienen ist ja auch super. Mann! Jetzt aber, geht doch. Meine Güte. Wo war's? Wo habe ich dich? Wo habe ich dich? Ich brauche mehr Schutz. Und Purpurstück nur 3, ey, die muss ich auch noch sammeln. Sprich ein bisschen farmen und so. Das geht zwar, ist aber etwas mühsam. Das muss ich deswegen machen, weil unter anderem unser Electek und auch unser Lucario noch ein paar Attacken lernen müssen. Gut, Lucario, ja, kann man machen. Muss nicht unbedingt sein, aber kann man machen. Was soll ich machen? Genau, Schutz. Die Pokémon hier sind ein bisschen zu schwach, ey. Außer, doch. Doch. Und da kommt schon der alte Knacker von nebenan. Ich bin Maler. Ja, ich bin der Künstler Ignas. Simvolara, greif an. Junge, Entschuldigung, Alter. Ja, was denn? Das ist ein Psychoflug. Na und? Deswegen. Aua, das hat wehgetan, Wirbelwind und tschüss. Nein, bist du wahnsinnig? Das ist ein Pokémon-Kampf. Das heißt, jetzt kommt Auron. Scheiße, ich hab seine... Nein, ich muss unbedingt zur nächsten Stadt, hey. Und eine Herzschuppe eintauschen. Auron braucht dringend die Finsteraura. Ach du Scheiße. Kraftwelle gegen Psychoflug, natürlich. Das ist die beste Idee ever. Rückkehr. Vielleicht klappt's ja. Obwohl das Level... Oh, klappt die wirklich? Das erstaunt mich jetzt ein bisschen. Und Level 24 für Auron. Ja, auch der lässt sich einigermaßen gut leveln. Metal Sound. Der sinkt die Spezialverteidigung um 2 Stufen. Brauche ich die? Gegen Ausdauer. Ausdauer. Nee, ich will Lucario nicht so spielen, von dem her. Kann man natürlich auch machen mit Ausdauer und so ein Lucario spielen. Und am besten auch mit irgendeiner Beere so die Geschwindigkeit erhöhen von Auron und dann rockt er da mit Gegenschlag oder irgendwie eine andere Attacke. Ich glaube, die heißt sogar Gegenschlag. Rockt er dann alles, aber nee. So will ich Auron hier nicht trainieren. Jetzt sind wir hier angelangt und wir haben hier einen Superschutz. Geil. Von denen vor allem, wenn wir uns noch ein paar kaufen. Nur so für alle Fälle halt für Training und so gegen, ja wisst schon halt. Gegen diese Ohrdochs. Ohrdoch. Hat es hier noch was? Hat es hier noch was? Und sie hat uns abgefangen. Ich dachte, könnte unbemerkt vorbeiglitschen, aber nö. Es liegt ein Knissen in der Luft. Das wird bestimmt ein spannender Kampf. Ja, spannend für wen ist hier bloß die Frage. Das ist jetzt ein Pokémon, der Ranger was? Chloris? Was sind das für deutsche Namen, ey? Alter, Ganonville. Oh, gegen den Pflanzen. Weißer Gifttyp. Ist ein Gifttyp. Bin ich mit Boden im Vorteil. Ich muss nur schnell genug sein. Ja, ich bin schnell genug. Und Ganonville ist bald Level 28. Und da muss man ein bisschen stoppen hier mit Ganonville, weil sonst entwickelt er sich hier noch zu schnell zu einem Rokaimen. Und das möchte ich gerne für den Arena-Kampf aufsparen.
ist zumindest so mein Wunsch. Ganovil 85, geil. Und Level 28, der Knirscher. Yes, Mann. Gegen Gewissheit, weg damit. Gewissheit macht 50 Schaden, Basic. Und wir haben Knirscher mit 80. 90 mittlerweile schon? Ne, müsste 80 sein. Roselia, das ist doch perfekt für Pyron. Der ist sowieso ein bisschen lahmarsch, was Trainieren anbelangt. Ich meine, sorry, aber der braucht so viele Erfahrungspunkte. Das ist der helle Wahnsinn. Roselia. Und der Feuerzahn. Pyron, oh Pyron. Komm schon, Level up. Yes, Mann. Level 25. Geht doch. Einer geht noch rein. Dann gibt es Beeren, dann Pokémon zum Tragen. Amrena-Beere. Ist die gegen Verbrennung? Oh ne, ist paralysiert, okay. Das war das. Ja, Leute, ihr seht schon, ich bin nicht mehr so auf dem Dampfer, sprich auf dem aktuellen Stand der Dinge, was die einzelnen Sachen da genau bewirken und so. Aber muss ja auch nicht immer sein, nicht wahr? Jetzt muss ich mal kurz hier wieder ins Team zurück. Ganovil, Level 28, schön. Pyron 25, auch nicht schlecht. Beetle, Auron, du brauchst Training, hey, du brauchst Training. Evoli zwar auch, aber wie gesagt, Evoli ist so eine Sache. Wobei, ja, jetzt kommen die wilden Pokémon wieder, verdammt. Ich dachte gerade, könnte Evoli bei Ordorch trainieren, aber ist gerade ein bisschen mies, wegen dem Level her. Naja. Gut, Auron vorne ran und jetzt mal gucken. Kommt hier wieder so ein Ordorch oder wie sieht's aus? Kommt keins mehr. Hallo Ordorch. Ordorch, bitte melden Sie beim Empfang. Ja, komm schon. Ordorch, wo bist du? Raschel, raschel, raschel. Oh, doch, du kommst jetzt. Oh, doch. Ah, da oben ist es, hab ich gerade gesehen. Gerade habe ich es noch gesehen, durch den Kopf des alten Knackers hindurch. Erschien ein Ordorch, Level 24, ey, das gibt Erfahrungspunkte für Lucario. Die Kraftwelle. Effektiv ist auch noch. Okay, war ein Volltreffer, dann ist natürlich okay, dann geht's auf. Alter, habt ihr das gesehen? Ein ganzes Level up ist das fett. Ja, ich sage euch ja, so Ordorch trainieren, das ist der helle Wahnsinn hier. Das geht wunderbar hier bei Pokémon Weiß und Schwarz 2. So, noch eins oder noch zwei, drei, mal gucken. Und dann machen wir uns wieder auf zum Sport ist Mord Thema und ein Emolga. Ach du Scheiße. Müssen wir eigentlich fangen, weil die sind noch ziemlich selten. Ja. Ich versuch's mal. Rückkehr. Autsch. Haha, nichts gemacht. Ja, Beutel. Bälle, Superball. Ob das wohl reicht gegen Emolga? Bezweifle ich ein bisschen. Ja. Juhu, wir haben... Das ging jetzt aber einfach. Ein Emolga gefangen und das sogar ohne die Macht des Mondsteins. Ja, wie schon. Flieg und Sieg und solchen Quatsch. Emolga, Flughorn, Elektroflug, sehr schön. Tja, was ist die Frage? Ah, jetzt fiel mir gerade etwas ein. Wobei, ja, zuerst dachte ich ein Hamtaro, aber nee, ich mache was Klassischeres. Etwas viel Älteres. Es fehlt zwar der Konterpart dazu, aber vielleicht finde ich noch ein weibliches Emolga. Wobei, stimmt ja auch nicht, wir müssen ein zweites Emolga fangen. Egal, Name passt doch wirklich. Genau, Chip von Chip und Chap. Wer kennt das noch, Leute? Wer kennt das noch? Sind doch alte Klassiker, na, kommt schon. Chip und Chap, die Ritter des Rechts. Und da rechts ist schon der andere. Nein, es ist nicht Chap, es ist ein... Hätte beinahe Samsung gesagt. Naja, nee, Quatsch. Samsung, Quatsch. Natürlich nicht. Es ist einfach nur ein Ordorch. Ein Pseudo-Hytera, wie auch immer. Das war wunderschöne Erfahrungspunkte bringt. Und Level 26 ist das geil, ey. Und es ist erst die Hälfte des Parts herum, Freunde. Naja, knapp 15 Minuten. Ich will sowieso jetzt hier Pokémon auch wieder auf etwa
zwischen 25 und 30 Minuten runterbringen, weil sonst jetzt momentan bei 4 Folgen pro Wochenende-Tag, also sprich pro Samstag, Sonntag, wenn ich da immer 30 Minuten plus mache, ist das, ja, das geht mir schon ein bisschen an die Substanz. Und vor allem Ausdauer. Ich müsste auch noch die Abschlussprüfung und alles lernen. Ja, und Privatleben auch noch einen Hut bringen und arbeiten auch noch täglich. Also sprich da Montag bis Donnerstag immer 8 Stunden und so. Freitag Unterricht und ja, ist nicht immer so einfach, das Ganze unter einen Hut zu bringen. Aber ich gebe natürlich immer Mühe. Wieso hat es nicht gereicht? Hallo, Aurum? Warum? Heilung? Bringt nix. Nimm die Rückkehr! Oh doch! Scheiße! Und Bingo! Wisst ihr was, Leute? Noch ein Ohr doch und da werde ich auch noch Evoli einsetzen. Müsste, glaube ich, klappen, so vom Level her. Ohr doch ist nicht so stark, das heißt, er könnte es mit Lucario schwächen und mit Evoli einen Knallstoß versetzen oder aber sogar... Das muss reichen, Nein! Ein Feld vor, das gibt's ja wohl nicht. Ich war gerade ein Feld vor Ohrdoch und da kommt mir so ein Scheißhaufen entgegen. Unreines Stück Toxin. Alter, leck mich fett. Mann. Ja, Verzehrer, mach doch du Pseudo. Wie hieß das Vieh schon wieder? Aus der dritten Generation. Das ist, fällt kein Name nicht mehr ein, ist ja auch egal. Aber Level 27, sehr schön, sehr nice. Tja, muss leider uns eben noch ein bisschen warten. Ich verlasse jetzt hier die Route. Kein Bock mehr. Jetzt gehe ich erstmal kurz hier die Pokémon ein bisschen heilen. Und dann. Oh, scheiße, Müsst ihr Waschaquil, oh gut, Waschaquil eigentlich nicht, das ist Level 25, das passt noch, aber auch Elekid, das ist sprich unser Flashy Boy. Noch ein bisschen trainieren. Na, aber nicht mehr jetzt. Nicht mehr jetzt, ja, fit machen, bitteschön. Okay, ich nehme jetzt ein Pokémon. Ja, ist ja gut. Wir kennen die ganze Chose mit einer Portion Soße. Ah, du bist ja witzig, komm bitte vorbei. Du bist der Michael, du lässt nichts anbrennen, war hin, eine Medaille. Cool, Mann. Du musst mehr leisten, tschüss. Ja, tschüss, hab nichts mehr, tschüss. Ja, ist gut. Oh nein, ich will auf die andere Route, da war aber die Stärke, scheiße. Leute, kurz überlegen, Trick 17, alles klar. Gut, jetzt erkläre ich gleich, was ich damit meine. Kaufen noch kurz. Ich habe hier ein paar Superbälle, die ich noch aufstocken muss. Denn vielleicht treffen wir noch auf ein paar Affen, sprich da der Pflanzenaffe, der Feueraffe, der Wasseraffe halt. Die Viecher, so, ja, wieso eigentlich nicht. Hypertrank braucht auch noch, eigentlich nicht. Beleber reicht auch dicke. Bin ich schon bereits Hyperheiler? Nö, offenbar nicht. Superschutz habe ich hier noch, nehme ich noch 8 Stück mit. 8 Stück. Bei 400 pro Stück und 60.000. Wisst ihr was? Heute bin ich echt mal verschwenderisch. Ja, komm, gleich nochmal 10 Stück. Denn bei diesen Ohrdochs kann man niemals genug trainieren. Das ist eine Tatsache. So, jetzt habe ich aber ein Problem. Und ihr wisst alle, was ich meine. Trainieren. Ich muss trainieren. Und zwar muss ich trainieren. Shelby, du kommst nicht mit, du bleibst hier. Tut mir leid, Alter, aber ist leider so. Jetzt habe ich die dabei. Mal gucken, ich habe hier Waschaquil, der kommt auch nicht zum Einsatz. Bei einer Elektroarena wäre ich ein bisschen selbstmordgefährdet. Elekid auch nicht, ist zwar unterlevelt, ich weiß, aber der muss leider warten. Weil Elektro gegen Elektro ist nicht so gerade die beste aller Ideen. Was hier so? Ne, nicht ganz, ist egal. Dann mal hier hin. Dann nehme ich dir mal das Item noch weg. Kann ich noch gebrauchen? Vielleicht, wer weiß. So, habt ihr sonst nichts mehr hier? Keine Items. Nö, das ist gut so. Gut, nun unser... Hier auch nichts, wie es aussieht. Oder gut, sehr gut. Wir brauchen unser Glotzi. Genau, unser Glotzi. Denn das muss sich noch entwickeln auf Level 20. Ja. Es gibt nichts Schöneres, wa? Und zwar deswegen, weil Glotzi... Ja, unser Glotzi ist halt einfach ein Glotzi.
So, jetzt müssen wir mal kurz... Ah, sorry, Mann. Nö. Raus da. Komm, raus. Alter. So, jetzt... Trainieren wollte ich. Trainieren. Genau. Was nehme ich jetzt? Ich habe Auron bereits schon gut gelevelt. Beetle, Pyron. Pyron mal zuerst, weil ich will noch kurz in die Arena gehen. In die Arena. In die Arena. Was die hier? Ja, die war's, glaube ich, Leute. Die war's, glaube ich. Jetzt spielen wir eine Runde Football, Freunde. Power ist für Pokémon-Kämpfe genau für ein Football-Match unabdingbar, hat er, glaube ich, gesagt. Ich weiß gerade nicht mehr richtig. Ich musste kurzzeitig improvisieren. Footballer Bruce. Und er schickt ein... Was, Kiesling? Nee. Nein. Nein. Nicht der Angstgegner von Pyron. Alter, der macht die doch platt. Oh, ich bin schneller. Wie, jetzt echt? Oh, jetzt muss ich mal beeilen. Jetzt muss ich mal beeilen. Alter Schwede, okay, Rücken wäre gut, aber ich glaube, er ist noch nicht so hundertprozentig fit. Das wäre Bodycheck, komm schon. Scheiße, der ist gleich stark. Wow, das war knapp. Nochmal Rückkehr, komm schon. Flampion darf niemals angreifen, der ist einfach viel zu überpowered, hey. Gut. Mach die Balk. Ach du Scheißbot. Ja, jetzt könnte ich fast schon viel gebrauchen, oder? Psyana. Moment, das ist die Idee. Das ist doch die Idee, hey. Evoli. Juhu, ich bin da. Ein Psyana für diese Folge, das hätte ich noch gerne. Wären, ja, schön. Auch schön fürs Thumbnail. So, Evoli wieder zurück, weil du hast gegen Kampf-Pokémon überhaupt keine Chance. Also, sorry, aber ist laut Tatsache. Beetle. Zeig uns, was ihr früher so konntet. Boom, boom. Aufgeweckt, ja, gegen Käfer, super. Und die Rasierblattattacke. Ach ja, übrigens, Freunde, falls ihr keinen Bock habt, hier so ein Beetle zu trainieren, sprich so Matrifol, aber trotzdem ein Pflanzen-Pokémon möchtet, abgesehen vom Starter, dann könnt ihr hier bei Schwarz und Weiß 2 auch noch sehr gut ein Roselia trainieren zu Roserade, weil die sind hier auch noch gar nicht mal so übel, auch mit den Attacken und dem Spezialangriff sind die durchaus empfehlenswert. So, das war, ja, war nicht viel. Scheiße. Sind nicht gereicht, scheiße, hier ist ein Trank. Du bist cool, Alter. Du auch. Ich bin ganz an der Spitze, jeden Tag. Jeden Tag. Fängt aufs Neue das Märchen an. Ich warte nicht mehr lang. Ah, nee, war was anderes. Das hat gerade irgendwie, Nena? Nee. Der hat sich gerade irgendwie so ein Hintergedanke irgendwie falsch positioniert. Wie auch immer, Praktibalk. Ja, versuchen wir es mal. Immerhin senkt er seinen Angriffswert. Oh, Steinwurf. Ja, doch, geht noch. Du bist scheiße. Ich weiß, ich bin scheiße, aber Pyron nicht. Der ist voll krass drauf. Nochmal Praktibalk. Evoli, wie sieht's aus? Hast du schon ein paar EPs gesammelt? Bist du bald Level 20? Level 20. Dürfte reichen für Evoli zum Leveln. Jetzt wieder Beetle tauschen. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen mühsam hier, aber gut Ding will Weile haben, wie es doch so schön heißt im Volksmund. Und wer wegruft, Alter, ouch, sind nämlich Ohrfeigen. Da habe ich keinen Bock, nein, keinen Bock. Lieber aufschlitzen. Boah, Volltreffer. Das ist die Macht des Rasierblattes. Nein, das reicht immer noch nicht, wollen wir verarschen. Evoli, worauf wartest du? Ja, Mann, da schenke ich dir Tränke voll Krassmann. Ja, ich heiße Krassmann, ich bin aus Pokémon Zelda Skyward Sword. Was, Pokémon Zelda Skyward Sword? Jetzt bin ich echt durch. Ja, jetzt ist egal, vergesst es einfach, vergesst es. Ich bin heute echt ein bisschen durch. Footballer Ansager, was? Also Ansgar, ich dachte gerade Ansager. Lytome, Level 26, für Käfergestein, das ist super. Heißt nämlich gar kein Schaden, also sprich normaler. Was wiederum gar keiner ist, oder kaum einer. Oh, Steinpolitur, leck mich doch nicht. Nee, leck mich bitte nicht.
Du bist mir viel zu heiß drauf. Hornsteine. Als ob das noch was viel bringt. Und gleich haben wir zum Schluss noch die Rückkehr. Ich muss ein bisschen AP sparen. Die Anwenderpunkte, glaube ich, heißen es, oder? Ich glaube zumindest. Der Glaube hilft dir auch schon viel. Na. Oh Mann, ey. Ich kann nur das können. Ich bin... Ja. Einfach nur unnötiges Gras. Was? Aber lass dich... Ich habe irgendwie Gras gelesen. Hä? Seltsam. So, dann kämpfen hier nicht mehr, leider. Hier sind sonst nur noch ein paar Typen am Trainieren. Der ebenso, die kämpfen nicht mehr. Ich glaube, es sind immer nur jeweils 3 Trainer hier. Oder 3 Spieler, die halt fighten wollen. Hier 3 Footballer und auf dem anderen Feld die 3 Basketballer. Ja, mal gucken, ob die auch noch wollen. Ach, die Scheiße, die Länge des Parts, ey. Nach 4 Minuten. Für Evoli zu entwickeln? Ja, kann knapp werden. Ach du Scheiße, Musical. Mache später. Dafür ist jetzt ein bisschen zu spät. Also sprich, ich gehe später mal rein und mal gucken, was so alles abgeht und so, um es euch mal zu zeigen, aber... Ne, hier geht's nicht, super. Aber groß was zu machen, mach jetzt da nicht. Denn ein Musical-Fan, das bin ich ganz sicher nicht. Geile Mucke. Wo bist du denn? So ein bisschen Krafttraining. Machoband. Mach Hollow. Ja, stimmt, da wird der Angriffswert erhöht. Das ist so ein spezielles Gerät für EV-Training. Du willst doch kämpfen, oder? Genau, der Wächter will fighten. Unser Kampf soll der, was auch immer, ist mir scheißegal, ich will kämpfen. Ja. Eisenbahner. Eisenbahner? Was ist denn Eisenbahn? Die verarschen mich doch. Oh, ein roter Move gegen Pyron. Ach du Scheiße. Ja, das wird lustig. Das wird lustig. Doch nicht. Es geht kurz und schmerzlos. Und jetzt die Rückkehr. Komm schon. Boom. Kacke. So viel dazu. Meine Pfeife, scheiße. Der Wieso-Kaste klingelt. Nein, wieso jetzt? Ist es etwa? Ist es... Na, sie ist es. Sabine. Hallo, ist er Michael? Das ist was Gaming als ein Hobby, Michael. Interessant. Ich bin Let's Player. Es hört sich irgendwie cool an. Vielleicht probiert das ja auch mal. Tja, wieso nicht? Jeder kann Let's Player werden. Und auf mir gerade ein Kollege. Was ist dann die Arbeit? Tschüss. Ja, die liebe Arbeit. Liebe Kollegen. So. Genau, hierfür brauche ich leider, ihr seht schon, Stärke. Und die beiden wollt ihr auch fighten. Kommt schon zur Evoli, muss noch Psyaner werden. Das will ich noch diese Folge schaffen. Will ich, schaffe ich's? Wer weiß. Anhänger Stu und Art. Was ist Stu und Art? Ey, die Namen hier. Na egal. Oh. Evoli, das ist schön, den tausche aber gleich wieder, weil 2 Zuru-Keks, Kampf Unlicht. Ja, ihr hört schon meiner Stimme, das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Kampf Unlicht, Auron, nee, ganz sicher nicht. Kampf Unlicht, kann nur will, nee, ganz sicher nicht. Beetle. Evoli, come back, man. Come back, man. Back, dein Comeback. Pyron. Na, Zuru-Keks. Zuru-Keks. Mach nix. So, Keks. Alter, wollten beide auf Evoli losgehen. Sowas vom Fies, ey. Ich hasse euch. So, gegen den da. Und dann werden die beiden platt gemacht. Mit einem schönen Rasierblatt. Na, scheiße. Pyron, Beetle und Evoli. Und jetzt Pyron Level 26. Geil. Beetle, Evoli, komm schon. Level 20. Na, Evoli, komm schon. Evoli. Nein. Wie kann man nur so ein Pech haben? Wie kann man nur, Leute? Wieso? Ah, Mann, ey. Evoli ist doch bereits... Oh, das gibt's ja wohl nicht.
Ich habe Sanftglocke ausgerüstet. Kann ich was für dich tun? Nein, ich plaudere nicht. Die Party, die Folge. Kannst du überprüfen? Ja, wenn du das Pokémon willst. Evoli. Ihm doch prächtig, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt es echt nicht. Oh nee. Oh, ja gut, ich hätte eine Idee. Aber schaffe ich diese Folge noch? Schaffe ich das noch? Oh, da muss ich schnell sein. Was habe ich denn hier bereits? Ich weiß gerade gar nicht. Moment, da kann man schon ausrüsten. So, jetzt aber. Evoli. Wir brauchen einen Evoli. Ne, Quatsch, wir brauchen einen Psyana, so rum, nicht einen Evoli. Hab ich die hier in der Eingangspassage? Hab ich schon einen? Nein, ich hab den hier noch nicht. Oh, hallo, Kumpel. Ciao zusammen, ich bin ein großer Fan von den Let's Player. Ja, dankeschön. Anwerben? Ja, der ist es. Der Schönheitssalon. Dank dem wird unser Evoli zu einem Psyana. Und da kommt er bereits. Ein neuer Gast. Ja, ich bin ein großer Fan von dir. Empfehlen. Wo denkst du, wo ich hin... ja, so wie du aussiehst. Barbier, Julian. Okay, ich schau's mir mal an. Ciao zusammen. Nee, also... nein, war's nicht. Scheiße. Tja, kann passieren. Let's Play macht ein Pokémon schöner. Ja, bitteschön. Und zwar kann ich hier... Guckt euch das an, hey. Mega macht das Pokémon zutraulich. Dafür sinkt aber der Bass, wird so eine KP stark. Nicht gut. Bürste, und es wird zutraulich. Ich glaube, das ist so ähnlich wie eine Massage. Schamponieren, es wird sogar noch viel zutraulicher. Und Happy Schnitt, überaus zutraulich. Das ist das, was wir für Evoli brauchen. So. Also verschnürt, schnipp, schnapp, ganz erfrischt. Jetzt Bezahlung, dankeschön. Ja, krass Let's Player. Ja, ich bin krass, ich weiß. So, jetzt nochmal. Das müssen wir erreichen. Ich habe die Sanftglocke ausgerüstet. Ich müsste locker irgendwie 6 Happiness-Punkte bekommen haben auf den Wert. Nein, nicht Tyron. So, Evoli. War ihm noch prächtiger. Ich dachte... Ja, glänzend. Moment mal, kann ich das nochmal machen? Oder geht es nur einmal im Tag? Komm schon, es geht nochmal, oder es geht nochmal. Scheiße. Na, ist egal. Den noch kurz und dann... Auf Evoli. Ja, Leute, ich weiß, der Part ist wieder mal ein bisschen überlang, aber das will ich diese Folge noch schaffen. Jetzt ganz erfrischt. Jetzt ist Pokémon glücklich mit Bezahlung. So, und jetzt zum Abschluss der Folge gehe ich jetzt nochmal kurz zurück in die vorherige Stadt und lasse es da noch ein bisschen massieren. Das dauert zum Glück auch nicht lange. Junge, hey, der Part. Ich brauche ein Thumbnail, verdammt. Ich muss das machen, aber keine Idee für ein kluges Thumbnail. Und schon bin ich wieder in Strato City. So, hier außen war's. Und... Na, schaff es noch 35 Minuten? Schaff ich's noch? Das ist hier die Preisfrage. Natürlich nicht, wenn ich mich verlaufe, das ist sonnenklar. So, also wehe, das klappt nicht, hey. Dann verzweifle ich langsam. Evoli, komm schon. Gleich mal loslegen. Jetzt ist das eben wohl gesinnt. So, jetzt aber. Gehe ich auf Nummer sicher. Speichere mal kurz und dann gebe ich ihm einen Sonderbomber. Ja, mache ich sonst gewöhnlich nie, aber hierfür lohnt es sich, Freunde. Gut. Und jetzt... Der Beutel, wir haben hier, wo haben wir es denn? Wir haben hier einen Sonderbomber, unser einziges momentan. Evoli, entwickel dich. Nee, der braucht's nicht. Ja, bin ich genial oder bin ich genial? Evoli entwickelt sich. Und
Und wir haben unser Psyana. Ich habe es noch unter 35 Minuten geschafft. Psystra lernen, natürlich. Klaro. Und zwar gegen Biss kann ich noch gebrauchen. Ruckzucki wohl eher weniger. Ist schon schnell genug, deshalb Ruckzucki weg. Und dafür den Psystrahl rein. Und jetzt, Leute, guckt euch mal die Werte vom Psyana an. Da kriegst du ja Flöhe, wenn du das siehst. 63 Spezialangriff, 56 Initiative. Im Vergleich mit Pyron ist das schon eine andere Welt. Vom Levelunterschied her. Pyron 5 Level höher und jetzt Psyana. Und das Psyana werden wir in der nächsten Folge noch gehörig trainieren, hey, und mitnehmen in die Arena. Oh yes, das wird richtig geil, hey. Und ich freue mich schon, ich hoffe ihr auch. Und deshalb nochmal vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Überlängenfolge. Und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Schwarz und Weiß 2. Wo eher Weiß 2 war. Scheiße. Egal, noch kurz speichern mit Psyana-Team. Und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.